Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kennenlernen und ihm begegnen kannst. Herzlich willkommen. Das Leben ist manchmal ein Kampf. Wer stimmt mir zu? Das Leben ist manchmal echt ein Kampf. Ich glaube, die Mütter kennen das ganz besonders. Irgendwo der Kampf zwischen Windeln, Haushalt, Arbeiten und sonstigen To-Dos. Ich selber habe das bei der Vorbereitung dieser Predigt auch ganz fest erlebt. Ich habe das einen Riesenkampf gefunden. Und zwar natürlich nicht ein physischer Kampf gegen irgendjemanden. Es war jetzt auch nicht so wahnsinnig fest nur ein geistlicher Kampf gewesen. Aber der Kampf, der hat so hier innen stattgefunden. Ich bin hergehockt, wollte schreiben und dann, oh, Mist, ich sollte doch noch das Telefon machen. Oh, und das E-Mail, Mist, das hätte ich schon gestern schreiben sollen. Soll ich es jetzt machen? Ja, nein, komm später. Und ich mache öfters mal Homeoffice. Das heisst, plötzlich kommt hinterher, du hast noch eine Wäsche übertun. Oh, und die letzte ist schon fertig, die sollte man aufhängen. Und was habe ich jetzt schon noch überlegt, was ich heute Abend zum Nacht mache? Und das Gedankenkarussell, das dreht sich und eigentlich willst du ja irgendwie so etwas produzieren, etwas Schlaues auf Papier bringen und das funktioniert fast nicht. Kennt ihr das? Yes. Die einen mehr, die einen weniger. To-dos, Verpflichtungen, Ideen, das ist ja auch etwas Schönes, oder? Man hat 1000 Ideen, was man vielleicht noch könnte machen und was man noch könnte unternehmen. Und irgendwo sind wir ständig ein bisschen genau in diesem Hamsterrad drin. Vielleicht erkennt ihr es, das ist ein Bild, das ich schon vor 2 Jahren gebracht habe, der Muttertagspredigt, aber ich finde es so gut, dass ich es wiederbringe. Einfach so, der Kampf, man strampelt sich einen ab und gibt sich Mühe. Wir geben uns ja wirklich Mühe, dass wir alles mögen erledigen, was man erledigen sollte. Aber seien wir ehrlich, das Rad dreht und die Liste wird nicht kürzer. Du gehst am Abend ins Bett, bist K.O. und weisst, am nächsten Tag geht es genau gleich wieder los. Vielleicht bist du mittlerweile pensioniert, dann nimmt vielleicht die To-Do-Liste ein bisschen ab, aber so das Gefühl von, der Morgen, also ich habe gesagt, vielleicht, ich weiss, dass es Pensionierte gibt, die gestresster sind als alle anderen. Das in Klammern. Aber, auch wenn du vielleicht nicht so eine lange To-Do-Liste hast, manchmal ist so das Gefühl, am Morgen stehst du auf und schon wieder, ist das Gleiche wie gestern. Das Leben ist irgendwie träge, es ist langweilig, es ist eintönig. Macht das überhaupt alles Sinn, was ich da mache? Ich habe eine spannende Frage. Was wäre, wenn Gott, also ich meine der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der das ganze Universum in seiner Hand hat, wenn der Gott mir genau in diesem Alltag, in diesem Chaos, in dieser Hektik, in diesem Alltag persönlich würde begegnen. Mir ganz persönlich. Was würde das für einen Unterschied machen? Ich lasse die Frage mal stehen, behalte sie irgendwo im Hinterkopf, wir werden später darauf zurückkommen, weil um das dreht sich in dieser Predigt. Und ich möchte gerade zum Bibeltext springen. Der ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1-11. Und ich lese euch jetzt mal den ganzen Text vor, am Stück, und dann werden wir so Schritt für Schritt durch die Geschichte nochmal durchgehen. Und wir werden heute recht fest in die Geschichte eintauchen und überlegen, was denn die Geschichte mit unserem Leben zu tun hat. Und wir werden 3 Sachen anschauen. Es geht nämlich um Begegnung, es geht um Beziehung und es geht um Berufung. Das sind unsere 3 grossen Themen. Also, Lukas 5, 1-11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte 2 leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen gelassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen.
Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht lang hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Und diesmal waren die Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Das war mal der Text von heute. Und jetzt wollen wir schauen. Begegnung, Beziehung, Berufung. Im ersten Teil der Geschichte geht es um die Begegnung. Die Begegnung zwischen Simon und Jesus. Der Simon ist übrigens der auch Petrus genannt wird. Er hat von Jesus auch einen neuen Namen bekommen, aber hier jetzt in diesem Abschnitt wird Simon genannt, darum rede ich heute auch vom Simon. Wir fangen mal mit Jesus an. Jesus, wo stehen wir etwa in seiner Lebensgeschichte? Es steht ja ganz viel in der Bibel von ihm. Jesus ist getauft worden, Jesus war in der Wüste, ist versucht worden und nachdem hat er angefangen, aktiv zu wirken. Das heisst, er war in der Synagoge, das ist so etwas Ähnliches wie Kirchen heute, er war in der Synagoge und hat Menschen über Gott gelehrt und er hat davon Wunder getan. Das ist dort, wo Jesus unterwegs war. Und jetzt in diesem Text lesen wir zum ersten Mal, dass er nicht in der Synagoge lehrt, sondern draussen am See. Ich finde, er hat sich recht ein schönes Plätzchen ausgesucht für das. Er ist also rausgekommen zu den Leuten, nicht mehr irgendwo in einer Kirche versteckt, sondern bei den Leuten, dort, wo ihr Alltag abgeht. In dieser Zeit war es üblich, dass so Schriftgelehrte, so Lehrer, dass die gestanden sind, um aus der Tora, aus den Büchern der Bibel, die es dann schon gegeben hat, vorzulesen. Und wenn sie aber nachher etwas erklärt haben dazu, ihre eigenen Gedanken dazu geäussert haben, dann sind sie abgesessen, aus Respekt. Also, stellen wir uns die Szene vor. Wir sind am See, eine grosse Menschenmenge. Jesus möchte lehren. Ja, aus Respekt sollte er jetzt her sitzen. Aber wenn er jetzt da mit in die Menge hinein sitzt, stellt euch vor, ich hocke da mit in die Kuchen hinein bei euch, am Boden, dann seht mich nicht mehr, ihr hört mich nicht mehr recht. Vor allem hat Jesus noch kein Mikrofon gehabt. Also braucht er eine Lösung. Und diese Lösung ist der Simon mit seinem Fischerboot. Das ist mal die Seite von Jesus. Jetzt gehen wir zum Simon. Was ist seine Ausgangslage? Der Simon hat die ganze Nacht daran gekrüppelt. Er hat gearbeitet als Fischer. Und als wäre der Job nicht schon hart genug. Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Als Fischer in dieser Zeit bist du irgendwann mitten in der Nacht aufgestanden. Vielleicht hast du sogar die ganze Nacht gearbeitet. Es ist dunkel. Es ist vielleicht sogar kalt. Es ist richtig ein strenger Job. Du bist körperlich am Arbeiten. Bist am Morgen einfach kaputt. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie nichts, aber auch gar nichts gefangen haben. Stell dir mal den Frust vor. Ich glaube, der Simon hat einfach wirklich so eine Nullbock-Stimmung gehabt. Also die Aussage, das Leben ist manchmal ein Kampf, die hat er ganz dick und fett unterschrieben. Gut, die Stimmung von Simon, er ist im Netzputzen, macht sich vielleicht Gedanken vom zum nächsten Tag und findet, wird auch morgen wieder genau gleich Frust sein, wird es wieder genau gleich mühsam sein, wiederholt sich das. Und an diesem Punkt treffen sich die zwei und Jesus spricht der Simon an. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, das war die erste Begegnung zwischen Simon und Jesus. Wer von euch denkt das auch? Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorangekündigt. Nein, es ist nicht die erste Begegnung zwischen Simon und Jesus. Spannend. Wir lesen nämlich, dass vorher Jesus in einer Synagoge gelehrt hat, hat dort jemanden befreit und anschliessend ist er zum Simon heimgegangen. Das war beim Simon daheim. Und beim Simon war die Situation, dass die Schwiegermutter krank war. Die hatte höchstes Fieber gehabt und Jesus hat sie gesund gemacht. Die Schwiegermutter hat dann Jesus bewirtet den Rest vom Abend und so sind sich Jesus und der Simon eigentlich schon mal begegnet. Hat das einen Unterschied gemacht für den Simon?
Nein, offensichtlich nicht. Der ist fischen, als wäre nichts gewesen. Der hat sein Leben weitergelebt und es hat ihn nicht weiter betroffen. Und das Spannende ist, dass jetzt scheinbar etwas anderes ist. Jesus spricht ihn an und sagt, Simon, willst du mich rausfahren? Ist das okay für dich? Und der Simon lässt zu, dass Jesus seine Pläne durchkreuzt. Ich denke, der Simon hat schon sein Kopfkissen im Kopf gehabt und wäre gerne liegen. Aber er hat gesagt, okay, für dich, Jesus, ändere ich meine Pläne und ich fahre dich raus. Und ich glaube, das war so der Anfang von einer Veränderung, die im Leben von Simon stattfinden. Ich weiss nicht, ob du dich vielleicht ein bisschen mit dem Simon identifizieren kannst. Der Simon, der hat zwar schon Begegnungen gehabt mit Jesus, aber man hat so das Gefühl, er hat Jesus ein bisschen auf Distanz behalten. Er hat gefunden, spannende Person, aber mit mir hat das nichts zu tun. Ich beobachte lieber einmal ein bisschen. Ich schaue mal ein bisschen, was das für einen ist. Und ich lasse mir sicher nicht mein Leben auf den Kopf stellen. Und er ist weiter seinem Fischerleben nachgegangen und hat einfach mal aus der sicheren Distanz von weitem beobachtet und geprüft, was denn der Jesus für einen ist. Und das Coole finde ich, dass das für Jesus überhaupt kein Problem war. Er hat keinen Druck gemacht. Er hat dem Simon Zeit gelassen und gesagt, du ruhig mal ein bisschen anschauen, du ruhig mal ein bisschen beobachten und ein bisschen schauen, was ich mache. Es ist immer wieder ein bisschen auf ihn zugegangen, einladend, aber nicht mit Stress und nicht mit Druck. Vielleicht geht es dir auch gerade so und du denkst, der Jesus, der interessiert mich irgendwie. Ich finde eine spannende Person, aber behalten wir ihn mal noch ein bisschen auf Distanz. Und im zweiten Teil hat Simon einen Schritt auf Jesus zugemacht, hat sich ein bisschen aktiver mit ihm befassen. Er war bereit, ihn mit seinem Bötchen rauszufahren. Vielleicht ist das so dein Zustand, wo du sagst, okay, ich komme zwar zwischen mal in die Kirche. Das interessiert mich ja. Ich schaue zwischen mal in die Bibel, die ist sowieso verstaubt, könnte man mal wieder ein bisschen abstauben und ein bisschen reinschauen. Vielleicht fragst du irgendjemanden aus deinem Umfeld zwischen mal, wie ist das eigentlich genau mit dem Gott? Aber so ein bisschen vorsichtig. Ist okay. Jesus lässt dir die Zeit. Und dann geht es in der Geschichte von Simon weiter. Gehen wir mal schauen, was dort passiert. Jesus begegnet nämlich dem Simon in seinem Alltag. Mit in seinem Fischerleben. Er fordert den Simon, vorher hat er so etwas Kleines von ihm verlangt oder erbeten, fahr mich mal auf den See raus, und jetzt fordert er einen richtig grossen Vertrauensschritt. Indem er nämlich sagt, Simon, fahr auf den See raus und tu noch mal fischen. Und das Absurde ist ja schon, Jesus ist Zimmermann, der Simon ist Fischer. Der Simon weiss, wie man fischt. Und er weiss ganz genau, dass das Absurdeste ist, was du überhaupt verlangen kannst, mit am Tag rauszufahren. Weil am Tag geht fischen. Also ich selber bin nicht erfahrene Fischerin, überhaupt nicht, aber ich habe mir das sagen lassen. Am Tag geht fischen weiter runter. Dort, wo sie ein bisschen versteckter sind, wo nicht so, das Licht so fest runterscheint. Dort, wo das Wasser ein bisschen kühler ist, die verstecken sich. Das heisst, die Chance, dass du etwas fährst, ist noch viel, viel, viel kleiner am Tag als in der Nacht. Insofern ist das absolut absurd, was Jesus da vom Simon sagt. Und doch, der Simon macht's. Er sagt, Meister, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Das Wort Meister, wenn man das in der griechischen Bibel nachschaut, dann heisst es Epistates. Und Epistates, das heisst Chef oder Vorgesetzter. Das heisst, obwohl der Simon genau weiss, dass Jesus eigentlich nichts vom Fischerberuf versteht oder nur sehr wenig, sieht er und versteht er, dass Jesus eine Autorität hat und ein Wissen hat, das grösser ist als seine. Er sagt Jesus Chef. Dabei wäre er der Cheffischer, oder? Und darum merken wir, dass da irgendetwas an Glauben und Vertrauen im Leben von Simon gewachsen ist. Er ist nicht mehr am Anfang, wo er nur am Beobachten ist, sondern irgendwie merkt er, dass das mehr zu tun hat mit dem Jesus. Und er lässt sich darauf ein. Eigentlich bemerkenswert, weil der Simon hat sich komplett blamieren vor den anderen Menschen. Und weisst, was ich so genial finde? Wir haben ja dann das Wunder.
Jesus tut das unglaublich riesige Wunder und überwältigt der Simon völlig und begegnet ihm. Und wo macht er das? In einer Kille? In einem Fischerboot. Mit im Alltag vom Simon begegnet ihm Jesus und zeigt ihm seine Größe und seine Macht. Ich finde das so gewaltig. Ganz egal, ob es dort nach Fischernetz stinkt und nach Fisch und alles ein bisschen schmierig und dreckig und grusig ist. Jesus beugt sich zu ihm ab in seinen Alltag hinein und würdigt das, was der Simon macht. Er sagt nicht, ich bin ein Gott von der Kirche, ich bin ein Gott vom Tempel, bei mir muss alles schön sauber und alles schön heilig und alles schön perfekt sein und alles schön pützelt. Nein, er geht dort her, wo der Simon in seinem dreckigen, stinkigen Fischerboot innen hockt und begegnet ihm dort. Und das ist unser Gott. Er sagt nicht, das ist mir zu wenig heilig, das Fischersein. Er sagt, was du machst, ist ein wichtiger Job. Und ich weiss, dass dein Leben hart ist. Ich verstehe, dass dein Leben ein Kampf ist. Und ich helfe dir in diesem Leben. Sprich dir das an. Dir persönlich, in deinem Leben. Vielleicht bist du jemand, der denkt, Jesus interessiert sich gar nicht so für mein Leben. Das ist ein Gott von der Kirche, vom Sonntagmorgen. Dann können wir Lieder singen, dort können wir über Gott reden, aber Montag, dort muss ich selber klarkommen. Das interessiert doch keinen, ob ich einen Kampf habe mit meinen Kindern. Das interessiert doch keinen, ob mein Baby nicht durchschläft. Das interessiert doch keinen, ob das Budget nicht aufgeht. Doch, diese Geschichte zeigt es uns so deutlich. Der Gott, das ist ein Gott, der zu uns Menschen in unseren Alltag hinein, in unsere Realität, in unsere Kämpfe hineinkommt und uns dort möchte begegnen und uns dort auch möchte helfen. Glaubst du das? Der Simon, der Fischer, musste darauf vertrauen, dass Jesus, der Zimmermann, schon weiss, was er ihm sagt. Er musste das Risiko eingehen und sich ein bisschen auf Jesus einlassen. Wie wäre es denn, wenn wir Jesus in unserem Alltags- und Berufsleben auch ein bisschen mitreden lassen? Wie wäre es, wenn wir ihn einbeziehen, wenn wir einen wichtigen Vertragsabschluss haben? Wenn wir nicht weiter wissen, im Gespräch mit Patienten oder mit Schülern? Wie wäre es, wenn wir uns von ihm inspirieren würden? Wenn wir das nächste Projekt planen, ein schönes Möbelstück designen oder was auch immer, vielleicht bist du ja Schreiner. Wie wäre es, wenn wir mit seiner Hilfe rechnen würden, wenn wir anstehen mit unseren Kindern? Jesus ist ein Gott, der den Menschen nach ist gekommen, der ihnen begegnet ist. Kommen wir zurück zum Simon. Die Begegnung mit Jesus, das Wunder, das ist für ihn zu einem absoluten Wendepunkt geworden. Man könnte sagen, der Simon hat zwar einen grossen Fang gemacht, aber dabei ist Jesus selber ins Netz gegangen. Er ist Jesus ins Netz gegangen, weil er hat gemerkt, dass Jesus nicht einfach ein grossartiger Lehrer ist. Er ist nicht ein Prophet, er ist nicht einfach ein Wunderheiler, sondern er ist Gott. Das Wunder, das hat ihm gezeigt, wenn er vor sich hat. Und für Simon war das total erschütternd gewesen. Er hat gemerkt, wow, der Gott, der ist so gewaltig, der ist so mächtig, der ist so heilig und gross, dass ich vor ihm nicht bestehen kann. Mein Leben ist ein Dreck daneben. Und er sagt, muss ich den Satz ganz schnell finden? Er sagt, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu grosser Sünder, um bei dir zu sein. Der Simon ist tief verschüttert. Weil er plötzlich merkt, wer Jesus ist. Und weil er merkt, dass sein Leben nichts zu bieten hat. Und das Spannende ist, dass er hier nicht mehr vom Epistates redet. Er sagt nicht Meister. Er sagt Herr. Und das Herr, da kommen wir nochmal zum Griechischen, das heisst Kyrios. Und im Neuen Testament wird das Wort Kyrios gebraucht, wenn betont soll werden, dass Jesus
Gott ist, der Mensch geworden ist. Mensch wie du und ich. Und gleichzeitig Gott, der Allmächtige. Das ist das gleiche Wort, oder das entspricht dem Wort, das im Alten Testament für Jahwe gebraucht wird. Der Simon ist überwältigt. Und er geht vor Jesus auf die Knie. Stellen wir uns die Szene noch mal vor. Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leuten haben beobachtet, haben Jesus zugelassen. Und der Simon, der ist sich nicht zu schade. Der geht vor Jesus auf die Knie. Erschüttert, innerlich betroffen. Und was macht Jesus? Ich finde das so schön. Er sagt, Simon, hab keine Angst. Simon, fürchte dich nicht. Und ich glaube, mit dem sagt er ihm gleichzeitig, Simon, ich habe dir schon lange vergeben. Simon, ich liebe dich. Simon, du bist mir wichtig. Simon, lass uns eine Beziehung haben. Das steht alles nicht wortwörtlich, aber so wie er mit Jesus umgeht, ist das genau der Ansatz, wie er dem Simon entgegenkommt. Und er beschenkt den Simon mit Vergebung, er beschenkt ihn mit einer Beziehung und er beschenkt ihn damit, dass er sagt, ich weiss, dass du das nicht verdient hast, aber ich möchte dich bei mir haben. Wie geht es dir damit? Und du dir das so vorstellst, hast du vielleicht auch plötzlich verstanden, dass Jesus mehr ist, als du bisher gedacht hast. Hast du gemerkt, dass er heilig ist, dass er gewaltig ist und dass du daneben so klein bist, dass du nichts zu bieten hast, das ihn beeindrucken könnte, dass du dir seine Vergebung nicht verdient hast, aber dass du sie dringend brauchst. Was machst du mit dem? Mit dieser Erkenntnis? Ich werde dir später noch Gelegenheit geben, auf das zu reagieren. Aber ich möchte zum letzten Punkt kommen, zu der Berufung. Wir haben gesehen, Jesus ist dem Simon begegnet. Er hat ihn eingeladen in die Beziehung hinein. Und jetzt, nachdem er schon einen Schritt und nochmal einen Schritt mit dem Simon gegangen ist, merkt er nimmt ihn so ein bisschen an die Hand und geht immer ein bisschen weiter mit ihm. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und er hat etwas parat für ihn, eine Berufung. Er hat ihre Beziehung auf ein neues Fundament gestellt. Auf das Fundament vom Vertrauen und von der Vergebung. Und jetzt sagt er dem Simon, Simon, von jetzt an sollst du Menschen fischen. Und bis jetzt war es ja so, dass der Simon Fische gefangen hat und die sind tot gewesen. Das ist nicht so eine nette Vorstellung, wenn wir das auf Menschen übertragen. Und ich bin froh, dass das Wort, das hier gebraucht wird, nicht heisst, du fährst jetzt Menschen und sie sind nachher tot, sondern es heisst, zum Leben gewinnen, zum Leben fischen, zum Leben führen. Das heisst also, der Simon soll nicht mehr fischen und Ende aus, sondern er soll Menschen nehmen, gewinnen und sie zum Leben bringen. Zu Jesus bringen. Zu dem Jesus, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil bei Jesus das Leben ist, soll der Simon sie zu ihm bringen. Und was macht der Simon? Überwältigt von dem Geschenk, das er hat bekommen von Jesus, sagt er ja. Und er sagt radikal ja. Er lässt nämlich alles stehen und liegen und folgt dem Jesus nachher. All in. Der gleiche Fischer, der bisher ein unspektakuläres Leben geführt hat, der gleiche Fischer, der jeden Tag auf seinen See rausgefahren ist, jeden Tag seine Netze gebützelt hat, eigentlich ein langweiliges Leben geführt hat, der Fischer, der stellt sein Leben 180 Grad um und folgt dem Jesus nachher. Da merken wir, wie tief die Begegnung war, die er mit ihm hatte. Was macht das mit dir? Habe ich versprochen. Wir schauen immer wieder rein, was das für uns bedeutet. Das ist nicht einfach nur die Geschichte von Simon. Die Geschichte von Simon hat so viel mit uns selber zu tun. Merkst du, dass Jesus dir eine Perspektive für dein Leben geben möchte, die über das bloße Hamsterrad rausgeht? Dass er dir ruft, dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben. Beim Simon hat das Wort wörtlich geheißen, dass er alles stehen und liegen. Alles abbricht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle unseren Job und unsere Familie und alles hinter uns lassen. Aber ich glaube, er möchte uns innerlich eine neue Haltung geben. Dass wir uns nämlich nicht nur noch um unsere To-Dos drehen, nicht nur um unsere Pläne, irgendwie den Alltag überleben und überstehen,
sondern dass er uns möchte die Frage ins Herz legen. Gott, wo möchtest du mich heute brauchen, dass ich Menschen an die Hand nehmen und sie zu dir zum Leben führen? Wo möchtest du mich brauchen, dass ich Menschen dienen kann, dass ich einen Unterschied in ihrem Leben machen kann? Wo hast du etwas Grösseres für mich parat als die blossen To-Dos? Wir haben uns ganz am Anfang von dieser Predigt gefragt, was wäre, wenn Gott, der Gott von Himmel und Erde, uns in unserem Alltag ganz persönlich würde begegnen. Und ich glaube, das Leben von Simon zeigt, dass das einen riesen Unterschied macht. Simon sein Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt. Der Gott ist ihm begegnet und hat ihm gezeigt, wer der Simon ist und hat ihm eine grössere Perspektive für die Zukunft gegeben. Und schaut, wenn Gott uns begegnet, der Gott von der Bibel, dann kann uns das nicht kalt lassen. Der Simon hat es nicht kalt gelassen. Bei ihm hat es eine riesige Veränderung bewirkt. Und ich glaube, uns alle kann und sollte und darf das nicht kalt lassen, wenn wir dem Gott begegnen. Das ist so ein bisschen der falsche Moment für Schweizer Neutralität. So ein bisschen, mal schauen, ich bleibe so ein bisschen neutral, ich will nicht zu fest Stellung beziehen. Nein, der Simon hat irgendwo gemerkt, dass er eine radikale Entscheidung treffen muss. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit dem Tobi Teichen. Der Tobi Teichen ist Leiter vom ICF in München. Und der Tobi hat aus seinem Leben erzählt und hat gesagt, ja, er sei so gut christlich aufgewachsen, hat einiges gehört von Gott. Aber als Jugendlicher hat er so ein bisschen die Kurve gekratzt und hat ein Leben als Punk geführt. Er war total rebellisch unterwegs gewesen, hat rebelliert gegen alles, was du irgendwie rebellieren kannst. Politisch gesehen ist er gegen alles gewesen, was du irgendwie dagegen sein kannst. Hauptsache dagegen. So, das war sein Mindset gewesen. Und irgendwann ist dem Tobi etwas bewusst geworden. Er hat gesagt, eigentlich glaube ich nicht an Gott. Eigentlich finde ich das ein Quatsch mit dem Gott. Aber ich merke, dass immer dann, wenn es mir dreckig geht, dann bete ich. Und er hat gesagt, das macht keinen Sinn. Das ist absurd. Entweder gibt es den Gott wirklich nicht. Ja, dann kann ich auch aufhören zu beten. Dann kann ich mir das ersparen, weil dann nützt es ja eh nichts. Oder es gibt den Gott. Und dann sollte ich vielleicht nicht einfach nur gelegentlich mal beten, wenn es mir dreckig geht, sondern wenn der Gott wirklich Gott ist und real ist, ja, dann sollte er die Hauptrolle in meinem Leben spielen. Sonst macht das auch keinen Sinn. Und der Tobi hat sich auf die Suche gemacht nach Gott und hat eine Weile gedauert. Er ist wirklich etwa 2 Jahre ist er intensiv auf der Suche nach dem Gott. Er hat versucht herauszufinden, ob es ihn gibt. Und schlussendlich ist er dem Gott begegnet. Persönlich. Und er hat in eine Beziehung mit dem Gott hineinfinden, wie es der Simon erlebt hat. Und er hat eine Berufung gemerkt über sein Leben, dass Gott etwas möchte tun mit ihm und durch ihn. Begegnung, Beziehung, Berufung. Der Simon hat es erlebt. Der Tobi hat es erlebt. Und ich möchte jetzt mit euch ein kleines Experiment machen. Ich habe das, glaube ich, noch nie so gemacht, aber das macht nichts. Wir sind ja immer wieder offen für etwas Neues, oder? Ich möchte mit euch noch mal kurz durch die Geschichte durchgehen. Und zwar machen wir die Augen zu dabei. Und ich möchte dich einladen, dass du dir vorstellst, wo in dieser Geschichte, dass du wieder Simon bist. Wo in dieser Geschichte stehst du oder würdest du stehen, wenn du der Simon wärst? Bist du der Simon, der Jesus einfach mal von weitem beobachtet? Mal schaut, wer das ist. Sich ein bisschen versucht, ein Bild zu machen, skeptisch ist, nicht so recht weiss, ob er dem Jesus eine Chance geben soll. Oder bist du vielleicht wieder Simon, der einen Schritt auf Jesus zumacht und so ein bisschen sich mit ihm befasst. Einen kleinen Vertrauensschritt macht und es mal zulässt, dass Jesus zu ihm darf in die Nähe kommen, bin ich ins Boot hocken. Ein bisschen genauer herlässt, wer der Jesus, was er dir sagt. Oder bist du der Simon, der sagt,
Jesus, ich komme zwar nicht recht raus, was du von mir willst. Aber ich mache jetzt einen grossen Vertrauensschritt auf dich zu. Und ich lasse zu, dass du in meinen Alltag reinreden darfst. Ich lasse zu, dass du schon Einfluss nehmen auf meine Entscheidungen. Dass du mir begegnen und Wunder tun in meinem Leben. In meinem Alltag drinnen. Ich will damit rechnen, dass du dich für meinen Alltag interessierst. Oder bist du der Simon, der überwältigt ist von dieser Erkenntnis, wer Gott ist? Der innerlich auf den Knien ist und sagt, wow, das habe ich bis jetzt nicht begriffen. Gott, ich habe nichts zu bieten vor dir. Bitte vergib mir. Oder bist du der Simon, der sagt, danke Jesus, dass du mir eine Perspektive gibst, die grösser ist als mein Hamsterrad. Danke Jesus, dass du mich möchtest brauchen, um einen Unterschied zu machen in meinem Umfeld. Ich habe begriffen, dass du mich möchtest brauchen. Die dürfen die Augen noch zubehalten. Und ich möchte denjenigen, die sagen, hey, ich merke, ich bin innerlich auf den Knien vor Jesus. Dir möchte ich die Gelegenheit geben, dass du Jesus darfst in dein Leben einladen, wenn du das möchtest. Du sagst, ich merke, ich brauche den Jesus und ich möchte von jetzt an mit ihm zusammenleben. Dann lüpf doch kurz deine Hand. Nicht wegen mir, nicht wegen allen anderen, wir haben ja die Augen zu. Es geht niemand etwas an, außer dir und Jesus. Aber gib ihm ein Zeichen, dass du das möchtest tun. Heb kurz die Hand auf. Ich möchte dir ein Gebet vorbeten, das du mitbeten darfst, wenn du möchtest. Und wir machen es so, dass ich wieder das Gebet vorbete. Wir als ganze Kirche beten es gemeinsam nachher. Wäre sonst ein bisschen ausgestellt unter Umständen. Das wollen wir nicht. Wir sind gemeinsam mit dem Gebet miteinander vereint. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist für mich. Ich habe begriffen, dass du der Sohn von Gott bist. Und ich habe begriffen, dass mein Leben nichts bieten kann, das würdig wäre vor dir. Ich habe begriffen, dass ich deine Vergebung brauche. Bitte vergib du mir. Bitte vergib, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Und ich möchte mein Leben mit dir zusammenleben. Danke, dass du in deinem Wort sagst, dass ich dein Kind sein darf. Und das möchte ich sein, von ganzem Herzen. Amen. Du darfst die Augen gerne wieder aufmachen. Wenn du das Gebet gebetet hast, möchte ich dich einladen, dass du anschliessend an Gottesdienst doch noch im Ministry Corner kommst, wo dann schlussendlich die Lämpchen werden brennen. Dass du dort noch vielleicht mit jemandem zusammen bettest. Vielleicht hast du noch Fragen, die du möchtest stellen. Dass du diesen Schritt innerlich einfach auch noch ein bisschen bewegst. Ja, Begegnung, Beziehung, Berufung. Eine wunderbare Geschichte von Simon. Ich möchte dich einladen, dass du in den nächsten Songs, die wir noch jetzt werden singen miteinander, die Gedanken weiterhin bewegst im Gebet. Und dass du Gott noch eine Antwort gibst. Sei es, dass du sagst, begegne mir im Alltag, ich möchte mehr mit dir rechnen. Sei es, dass du sagst, ich möchte einen Schritt auf dich zu machen. Sei es, dass du sagst, ich möchte in dieser Berufung leben, die du mir gibst, die möchte einen Unterschied machen. Mach deinen nächsten Schritt in dieser Begegnung, in der Beziehung und in der Berufung. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen.
Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über den eingeblendeten Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.